Freuden. Das Erzgebirge grüßt euch alle mit einem herzlichen Glück auf! Glück auf, der Steiger kommt und der hat sein helles Licht bei der Nacht und der hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Das gibt ein Schein und damit so fahren wir bei der Nacht und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein, wo die Bergleute sein, die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht, die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht, aus Erzgestein, aus Felsgestein, aus Felsgestein, graben sie das Gold und dem schwarzbraunen Mädelein bei der Nacht und dem schwarzbraunen Mädelein bei der Nacht, dem sein sie hold, dem sein sie hold. Und kehr ich heim zum Schätzelein, erschallt des Bergmanns Gruß bei der Nacht, erschallt des Bergmanns Gruß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Danke, Winfried. Das war doch mal super. Mehr wie super. Genau, Engelbert, mehr wie super. So, jetzt möchte ich jemanden ankündigen. Der Jürgen Elsasser sagte schon, und zwar möchte ich hier auf der Bühne begrüßen den Herrn Andreas Wild, Mitglied des Abgeordnetenhauses und von der AfD Berlin. Hallo. Junge, die rennen los wie die Idioten. Was jetzt? Ja, der hat die Frau ja bei Ozean mit seinem Vater. Der rennt wie ein Danke liebe Freunde für die tolle Begrüßung. Das Mikro etwas näher jetzt. Okay. Danke liebe Freunde für die Begrüßung. Völker der Welt, schaut auf diese Stadt, sagte 1948 Ernst Reuter im geteilten Berlin. Eine Stadt, die für den Lebenswillen der Berliner gegen die kommunistische Übermacht stand. Okay. Völker der Welt, schaut auf diese Stadt, sage ich heute hier in Dresden. Eure Pegida zeigt in Dresden den Lebenswillen der vernünftigen Kräfte Deutschlands, die sich der Islamisierung entgegenstellen. Einer Islamisierung, die mit den Händen zu greifen ist. Deutschland ist unsere Heimat. Deutschland ist unsere einzige Heimat. Wir wollen gefragt werden, wenn unsere Souveränität verschenkt wird. Wir wollen gefragt werden, wenn Gäste aufgenommen werden sollen. Und wir wollen gefragt werden, wenn unser Erspartes an Fremde verschenkt werden soll. Richtig. Ja. Bei allem Ärger vergessen wir aber nicht, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Wir vergessen das nicht.
aber unsere Regierung scheint es mit dem Rechtsstaat nicht so genau zu nehmen. Angela Merkel beschwört ihn, wenn es gilt, ihr utopisches Weltbild zu verteidigen, aber sie tritt den Rechtsstaat mit Füßen, sie bricht Verträge und Gesetze ohne Scham, wenn die brutale Realität nicht ihren Wunschträumen entspricht.